Ja, jetzt dürfen wir die Predigt hören. Und wir im Saal sehen ja nur uns. Wir haben ja auch im ersten OG, also im Saal unter uns, haben wir Leute. Wir haben Leute daheim. Und so wollen wir als ganze Gemeinde von Jesus kommen und hören, was Gott uns sagen will durch den Phil. Und für das will ich noch beten. Ja, Vater, danke, haben wir dein Wort. Redest du auch heute noch zu uns, egal wo wir sind. Und können wir wirklich auch in dieser Gemeinschaft mit dir jetzt auf dich hören. Mach du unsere Herzen offen und weich, dass wir nicht nur etwas hören für den Verstand, sondern dass einfach wieder etwas Neues, was du uns sagen willst, ins Herz darf sickern, das wir dürfen annehmen und so einen Unterschied machen in dieser Welt. Amen. Amen. Danke vielmals, Andi. Ich habe mich sehr gefreut, die ganze Woche zusammen mit euch, die jetzt da sind, aber auch mit euch daheim, Weihnachtsgottesdienst feiern. Ich finde einfach, das Weihnachtsfest ist so etwas Schönes. Einerseits wegen der Lichter und wegen der Atmosphäre, weil man Leute sieht, wo man sonst nicht so viel sieht und man Zeit miteinander haben kann. Aber die Weihnachten ist auch etwas sehr Schönes, einfach weil man daran denken, was Jesus gemacht hat. Und mir geht es jedes Mal an Weihnachten so, ich staune einfach jedes Mal. Weihnachten ist auch eine Zeit von Geschenken. Ich habe auch Geschenke da. Von unserer Missionarin in Österreich hat es da noch so einen Kalender für das 2022, den sie uns geschenkt hat. Also wenn jemand noch ein Geschenk heimnehmen will, dürfen wir das da abholen kommen. Es hat noch mehr Geschenke da auf der Bühne. Wir wollen ja auch ein bisschen grosszügig sein an Weihnachten. Es hat noch ein Jahresandachtsbuch da. Wort für heute heisst das. Da hat es für jeden Tag so eine Andacht drin. Also wer noch so etwas sucht für das neue Jahr, der darf noch das Geschenk abholen. Besonders gut sind 2 Andachten da drin. Die kommen dann aber erst im Herbst. Das sind nämlich die ich geschrieben habe. Auch die anderen sind natürlich empfehlenswert. Also da hat es noch Geschenke. Und ich hatte es auf dem Herzen gehabt, für die Predigt heute etwas Spezielles zu machen. Ich habe so einen Preach-Speech vorbereitet. Das ist eine Abfolge von Texten, die gesprochen sind, die gelesen sind, Bibeltexte und auch ein Lied, das drin vorkommt als Texte. Es ist so eine Art wirklich ein Erlebnis. Also ich möchte euch Mut machen, euch auf das einzulassen und mal zu schauen, wie das wirkt auf euch. Wir werden gerade im Anschluss an den Teil auch das Lied, das immer wieder vorkommt, hören, dass ihr es einmal einfach zuhören und auf euch wirken lassen. Und ihr müsst jetzt nicht verschrecken am Anfang. Zum Anfang wird es dunkel. Also auch im Film, im Livestream daheim und da bei uns im Saal. Es wird jetzt ganz dunkel. Es gibt so ein Lied, Stille Nacht, heilige Nacht. Es ist Nacht. Aber ein anderes Lied, Oh Holy Night, the stars are brightly shining. Oh heilige Nacht, die Sterne scheinen hell. Es ist Nacht. Es ist dunkel. Es ist Weihnacht. Es ist dunkle Nacht. Ich frage mich, ist es Zufall, dass es in der Nacht passiert ist? Was hat es mit dieser Nacht auf sich? Wir wollen dieser Nacht miteinander auf die Spur kommen. Dazu nehmen wir die Bibel. Wir studieren sie. Wir studieren das heilige Wort von Gott. Zuerst ist Nacht einfach eine Zeit, die zwischen dem Sonnenuntergang und dem Sonnenaufgang ist. Eine Ordnung, die Gott in die Schöpfung hineingelegt hat. Uns Menschen zum Wohl. Am Tag können wir aktiv sein, in der Nacht können wir Ruhe, Pause machen, wieder auftanken. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Nacht, Tag, Nacht. Eine Ordnung, eine Abfolge von Gott, die er gemacht hat, wo auch ein Zeichen ist für seinen Bund, den er mit uns Menschen geschlossen hat zu der Zeit von Noah. Ein Bund, der bedeutet, dass es nie mehr eine Katastrophe soll geben auf dieser Welt, die die ganze Menschheit auslöscht, solange dass die Erde existiert. Von nun an,
Alle Tage der Erde sollen nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Nacht, eigentlich etwas Schönes und etwas Gutes. Die Bibel redet aber auch im übertreiten Sinn von Nacht. Nacht als eine Zeit von Dunkelheit, eine Zeit von Finsternis. Nacht, wo die ganze Schöpfung, die ganze Welt durchdringt. Nacht, wo bei den Menschen ist, wo zwischen den Menschen ist. Nacht, wo in Beziehungen hineinkommt. In Beziehungen, wo es finster sein kann. In der Ehe, in Familien, in Gesellschaften, bei der Menschheit ganz allgemein. Aber auch eine Nacht, wo ist zwischen den Menschen und zwischen Gott. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel, und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Es ist Nacht in dieser Welt. Spürst du sie manchmal auch, die Nacht? Für gewisse Menschen ist die ganze Corona-Krise so eine Art Nacht. Vielleicht wegen der Ungewissheit, wie alles rauskommt, oder wegen der Stimmung, die ist, wegen der Gräben, die es gibt, wegen der Diskussionen, wegen der neuen Feindbilder. Ich selber spüre die Nacht auch immer wieder dort, wo wegen all diesen Themen anders Leid gar nicht mehr gemerkt wird. Wo man nicht mehr merkt, was alles Schlimmes passiert in der Welt. Da werden die Flüchtlinge gar nicht so weit weg von uns mit Gewalt zurückgedrängt. Das sind Menschen, die weit weg sind von Zuhause, die eigentlich gar kein Zuhause mehr haben. Da ist Krieg. Nahe bei uns, in Europa, in der Ostukraine. Und man merkt es fast gar nicht. Da werden Christen verfolgt. Ich denke da an das neue Regime, das es gibt in Afghanistan. Werden Christen unterdrückt, gejagt und wenn möglich ermordet. Es ist Nacht. Es gibt Hungersnöte. Es gibt Leid. Es gibt Ausbeutung. Man merkt es gar nicht mehr. Spürst du die Nacht manchmal auch? Wie eine Finsternis so schwer auf dieser Welt lastet und um uns herum ist und manchmal sogar in uns hineinwirkt. Und da ist noch mehr Nacht. Die Nacht von der Gottesferne. Kein Licht, nur Dunkelheit. Bist du vielleicht auch Gott fern? Ich erschrecke, wie aktuell die Nacht ist. Wie findest du, dass es ist in unserer heutigen Welt? Wie viele Menschen gar nichts von Gott wissen wollen? Vielleicht gehörst du auch zu denen. Für die Bibel ist das eine Art Nacht. Da habe ich mal den Mut, in einem Smalltalk mit einer Person, ich nenne sie mal Kai, zum Nachnamen Zweifel, habe ich mal den Mut, mit dieser Person über Jesus zu reden, auf den Glauben hinzuweisen. Oh, wie interessant ist es, dass plötzlich möglichst schnell ein anderes Thema angesprochen wird. Das Wetter, die Ferien und die dumme Corona-Krise. Oder dann habe ich so eine Zeitschrift, die Hoffnung verbreitet, die ich jemandem gebe. Ich nenne sie mal Wilma, zum Nachnamen Hoffnung. Ich gebe die Zeitschrift, einen kurzen Moment später landet sie im Güssel. Oder sagt mir eine andere Person, sie hat Interesse, um mal etwas über den Glauben zu erfahren. Ich gebe ihr einen Film, der 5 Minuten geht. Zum mal hineinschauen. Einen Monat später, als ich nachfrage, merke ich, dass die Zeit nicht gelangt hat, um zu schauen. Kennst du das auch? Die Menschen interessieren sich nicht für Gott. Egal, welche Not das kommt, was für Sachen auf der Welt los sind, was alles für Probleme herum sind. Wir Menschen, wir können uns ja selber retten. Wir haben selber alles in der Hand, um es wieder zum Guten zu bringen.
Wir sind ja selber Götter. Wir sagen, wer Recht hat zum Leben. Wir sagen, wie lange das Leben geht. Wir sagen, wann der Zeitpunkt da ist zum Sterben. Wir sagen, wer leben darf. Wir sagen, wer das auf die Welt kommen darf und wer vorher schon abgetrieben wird. Wir sagen, was ist gut, was ist böse. Für Gott hat es keinen Platz. Das ist Nacht. Dunkle Nacht. Gott ist weit weg. Kennst du die Nacht? Hast du Gott weggeschoben? Hast du ihn zum alten, nutzlosen Mann mit grossem weißen Bart degradiert? Oder gehört er bei dir zu diesen Wesen, irgendwo gibt es schon eine höhere Macht? Oder ist Gott für dich einfach das Hirngespinst, das Märchen, ein Mythos, was auch immer? Und irgendwann kommt so ein Gedanke, was ist, wenn es da gleich mehr gibt? Was ist, wenn da wirklich ein Gott ist, wenn es den gäbe? Aber die grellen Lichter vom Alltag lenken ab. Es ist Nacht, dunkle Nacht. In dem Lied heißt es auch, lange lag die Welt in Sünde und schmachtend auf Irrwegen. Nacht. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade auch, ja, Gott ist mir nicht fern. Ich glaube an Jesus. Er ist bei mir. Aber trotzdem erlebst du das Tal der Finsternis. Erlebst du Dunkelheit in deinem Leben. Das erstaunt nicht. Wenn wir Jesus nachfolgen und uns erinnern, dass Jesus selber die Nacht kennt hat. Jesus, der ja in die dunkle Nacht geboren worden ist und jetzt nicht nur wortwörtlich in der Nacht, sondern auch im übertreiten Sinn. Jesus, der in ein Volk auf die Welt gekommen ist, das unterdrückt worden ist, das praktisch kein Recht gehabt hat. Seine hochschwangere Mutter, die Maria, die auf Wanderschaft gezwungen worden ist. Von dem Gesetz. Dann die Geburt, ohne Unterkunft, nur ein Stall. Am Rand der Gesellschaft, irgendwo weggedrängt. Und am Ende vom Leben von Jesus, wo er gekreuzigt worden ist, es ist zwar am Tag passiert, aber in dem Moment ist es mitten am Tag Nacht geworden. Auch die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und in der 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani. Was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus hat sogar die Nacht von der Gottesferne gekannt. Jesus ist gekommen in die Nacht hinein und in die Finsternis. Er kennt sie mehr als wir alle zusammen. Also dürfen wir nicht erstaunt sein, wenn wir als Nachfolger von Jesus auch vom Moment vom dunklen Tal und von der Finsternis erleben müssen. Was könnte das sein? Es könnte Streit sein, den wir erleben im Alltag. Es könnte Krankheit sein. Verletzungen, die uns manchmal vorkommen wie eine Nacht. Sorgen. Kraftlosigkeit. Keine Motivation. Traurigkeit. Weil wir einen Menschen verloren haben, der uns lieb ist. Angst vor der Zukunft. Angst, in dieser Weltnacht zu leben. Ich möchte dich heute ganz persönlich fragen, wo erlebst du jetzt in diesen Tagen Nacht? Bist du fern von Gott? Bist du in einem dunklen Tal, wo du im Moment durchgehst, wo du Nacht kennst? Kennst du auch so einzelne Momente von Dunkelheit? Hat es vielleicht im letzten Tage Sachen gegeben, Schuld oder Sünde? Schlechte Sachen, die du gemacht hast, die wie eine Finsternis in dein Herz hineingebracht haben. Nacht, Weihnacht. Die Hirten sind damals mitten in der Nacht auf dem Feld gewesen. Und es waren Hirten in derselben Gegend, die auf freiem Feld blieben und des Nachts Wache hielten über ihre Herde. Interessant. In der damaligen Kultur hat mit dem Sonnenuntergang der Tag angefangen. Ein neuer Tag fängt an am Abend, mit dem Anbruch der Nacht.
eigentlich etwas Schönes, wenn man den Tag startet mit Ausruhen, mit Erholen, mit Aufdanken. Für die Hirten aber nicht. Für die Hirten hat der Tag angefangen mit der Nachtwache. Und in dieser Nachtwache ist etwas passiert. Ein Engel ist gekommen, ein Bote von Gott, und sagt, denn euch ist heute ein Retter geboren. Der ist Christus, der Herr in Davids Stadt. Er hat gesagt, heute ist der Retter geboren. Das kann nur bedeuten, dass zwischen der Zeit von Sonnenuntergang bis zu dem Moment in der Nacht, wo der Engel gekommen ist, in dem heute ist der Retter geboren. Es ist also nicht nur eine Überlieferung, dass Jesus in der Nacht auf die Welt gekommen ist, sondern es ist wortwörtlich so passiert. Jesus ist in die Dunkelheit hinein auf die Welt gekommen. Und es geschah, als sie dort waren, wurden ihre Tage erfüllt, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren erstgeborenen Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, weil in der Herberge kein Raum für sie war. Liebe Frauen, liebe Männer, das ist vielleicht das grösste Wunder von Weihnachten. Jesus Christus, Gottes Sohn, er hat nicht auf den Tag gewartet, wo sich die Dunkelheit lichtet, wo die Menschen zur Vernunft kommen, wo die Unterdrückung und Probleme und die Gottesferne und Dunkelheit sich im Morgengrauen in Dunst auflösen. Nein. Sondern Weihnachten zeigt, dass Jesus etwas anderes macht. Jesus Christus kommt mitten in die Nacht hinein und bringt Licht in die Finsternis. Jesus ist der gleiche gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er will auch in unsere Finsternis hineinkommen, heute. Er will heute zu dir kommen, in deine Nacht hinein. Nicht warten, bis sich das Dunkel auflöst, sondern jetzt mitten in dieses dunkle Tal hineinkommen. In deine Gottesferne, in die Weltennacht. In dem Lied heißt es, bis er erscheint und die Seele dieser Welt diesen Wert spürt. Ein Schwirren von Hoffnung, die müde Welt jubelt, denn es bricht ein neuer und glorreicher Morgen an. Es ist schon verheißen im Alten Testament. Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Und Jesus selber hat zitiert aus diesen Vorhersagen und diesen Verheißungen vom Alten Testament. Das Volk, das in Finsternis saß, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Land und Schatten des Todes saßen, ist Licht aufgegangen. Jesus kommt mitten in die Nacht hinein. Und er macht die Nacht zum Tag. Sogar dort, wo wir uns selber in eine Finsternis zurückziehen und die finstere Ecke suchen, möchte er Licht und Hoffnung bringen. Und spreche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Für Gott ist keine Finsternis zu gross. Nichts zu dunkel. Solange wir in dieser Welt sind, ist Nacht um uns herum. Aber die Nacht neigt sich am Ende. Der Horizont wird hell. Wir sehen den hellen Morgenstern leuchten, wo uns schon jetzt scheint. Jesus selber sagt, ich bin der glänzende Morgenstern. Und wir dürfen uns auf eine Ewigkeit mit Jesus freuen. Auf eine Zukunft, wo der Tag endgültig wird durchbrechen und es keine Nacht mehr wird geben. Wo die Nacht das Ende wird nehmen.
in Gottes neuer Schöpfung. Und Nacht wird nicht mehr sein. Und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne. Denn der Herr, Gott, wird über ihnen leuchten. Was bedeutet das für uns heute? Heute ist Weihnacht. Weihnachten, eine geweihte Nacht, eine heilige Nacht. Ich frage mich, die Nacht in dem übertreibten Sinn, kann die heilig sein? Ich glaube es nicht. Aber der in diese Nacht hineinkommt, er ist heilig und heilig zu sein. Er bringt Hoffnung, er bringt Rettung, er bringt Licht, er bereitet den Weg. Er bereitet den Weg aus der Gottesferne hin zu Gott. Das ist ein Gedanke, wo man manchmal haben, der so schnell wieder vergessen geht. Ich möchte dich ermutigen. Öffne dein Herz und lass den Gedanken nicht mehr los. Und das Licht scheint in der Finsternis. Und die Finsternis hat es nicht erfasst. Erfassen wir das. Erfassen wir das Licht. Jesus, was das Licht in die Nacht kommt. Viele Menschen sind damals dabei gewesen und haben es miterlebt. Aber sie haben es irgendwie nicht bemerkt, was da passiert. Sie haben es nicht gesehen. Sie haben nicht wollen. Aber wie kann man dann das Licht erfassen? Wie kann man heutzutage Jesus erfassen? Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, ist schon gerichtet, weil er nicht geglaubt hat an den Namen des einzigen Sohnes Gottes. Dies aber ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist, und die Menschen haben die Finsternis mehr geliebt als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Lieben wir nicht die Finsternis, lieben wir das Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht in der Welt, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Wenn du die Gottesferne in deinem Leben kennst, dann will ich dich ermutigen und bitten, glaube an Jesus Christus. Setz deine Hoffnung auf ihn. Kehr dich weg vom grellen Licht vom Alltag, wo Finsternis ist. Und kehr dich hin zu Jesus, zum Licht, zum ewigen Licht. Kehr dich hin, bekehr dich. Bitte Jesus um Vergebung von deinen Sünden und er vergibt dir. Weil er hat für die Sünde, für die Schuld schon gezahlt. Mit seinem eigenen Leben am Kreuz. Den Preis, was es gekostet hat. Wir haben es gehört. Völlige Dunkelheit. Absolute Nacht. Totale Gottesferne. Tod, Verdammnis. Weil für das ist Jesus in die Welt gekommen. Nicht zum Richten, sondern zum Retten. In dem Lied heißt es auch, es ist die Nacht der Geburt unseres treuen Erlösers. Er ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern um uns zu erlösen aus dieser Gottesferne. Als Retter. Gott hat Jesus Christus als Retter in die Welt geschickt. Er hat uns Jesus geschenkt. Jesus ist wie ein wunderbares Geschenk, ein Erbe für alle die an Jesus Christus glauben. Wir können Gott so dankbar sein. Mit Freude sollt ihr ihm danken, weil er euch am Erbe der beteiligt, die im Licht leben und zu ihm gehören. Denn er hat uns aus der Macht der Finsternis gerettet und in das Reich seines geliebten Sohnes versetzt. Gott hat unsere Freiheit mit seinem Blut teuer erkauft und uns alle unsere Schuld vergeben. Also, wie ergreift man das Licht? Glaube an Jesus Christus. Ihn bitten um Vergebung für Sünde und Schuld. Und dann Jesus nachfolgen. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln,
sondern wird das Licht des Lebens haben. Jesus Christus, das kleine Kind von Weihnachten, dein persönlicher Retter, Erlöser. Wir Menschen können die Brücke von der Gottesferne selber nicht bauen. Jesus, er ist die Brücke. Er hat Gottesferne überwunden. Er ist das Licht am Ende vom Tunnel. Er ist die Morgenröte am Horizont. Er hat das da an Weihnachten. Öffne dein Herz für ihn. Das ist, wenn du Jesus nachfolgst und das dunkle Tal kennst aus deinem Leben. Wie ist denn das mit dem Licht? Im Psalm 23 heißt es da dazu: Wandere ich auch im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Jesus ist bei uns wie ein guter Hirt. Ich möchte dich ermutigen, wenn deine Umstände schwierig sind, wenn es dunkel ist, wenn du Nacht kennst um dich herum, vielleicht sogar in dir drin, gib Jesus Raum in deinem Herzen, damit er dich mitten in dem Dunklen, durch das dunkle Tal durchführen kann, wie ein guter Hirt, mit seinem guten Stab. Dass er dir in der Nacht der Welt ein Licht kann sein und deinen Weg kann erhellen. Darum, gerade wenn es Nacht ist, schau dann besonders auf Jesus Christus. Richte den Blick auf ihn und gib ihm den Fokus. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Es kann sein, dass es manchmal Geduld braucht im dunklen Tal. Es kann sein, dass es Durchhalten braucht, dass es Festhalten braucht an Jesus Christus. Den Blick richten auf den hellen Streifen am Horizont. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nahe. Lass uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichts anziehen. Lass uns anständig wandeln wie am Tag. Jesus Christus, sein Licht in unserem Herzen haben. Er führt uns auf seinem Weg und sein Weg ist Licht. Er gibt uns Kraft, im Glauben an ihm festzuheben, auch wenn die Umstände manchmal dunkel sind. Und gerade in der Nacht möchte er bei uns sein. Denn ihr seid alle Kinder des Lichts und des Tages. Wir gehören nicht der Finsternis noch der Nacht. Seid also wachsam und schlaft nicht wie die anderen. Bleibt besonnen und nüchtern. Die Nacht ist die Zeit zum Schlafen und wer sich betrinkt, ist nachts betrunken. Wir dagegen, die im Licht leben, wollen einen klaren Kopf behalten. Wir wappnen uns mit Glauben und mit Liebe und schützen uns mit Hoffnung auf Erlösung. Denn Gott wollte uns nicht strafen, sondern wollte uns retten durch Jesus Christus, unseren Herrn. Er starb für uns, damit wir, ob wir nun wachen oder schlafen, mit ihm leben. Wir gehen zurück. Wir gehen zurück in die Nacht, in die Weihnacht. Die Nacht, wo heilig geworden ist, durch den, der geboren worden ist, weil er heilig war. Die Hirten sind erstaunt, verschrocken, erwartungsvoll, neugierig. Sie gehen hin, um zu schauen, ob es wirklich so ist, wie die Engel gesagt haben. Ob der Retter wirklich geboren worden ist. Und sie kamen eilend und fanden Maria und Josef und das Kind in der Krippe. Als sie es aber gesehen hatten, machten sie das Wort bekannt, das über diesen Jesus zu ihnen geredet worden war. Und alle, die es hörten, wunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber bewahrte all diese Worte und erwog sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten zurück,
priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, wie es ihnen gesagt worden war. In dem Lied heißt es auch, geh auf deine Knie. Christus ist der Herr. O preise seinen Namen für immer. Verkünde seine Macht und Herrlichkeit für immer. Lass uns zusammen beten und ich möchte dich einladen, zur Ehre von dem heiligen Gott, der die Gottesferne überbrückt hat und als Kind auf die Welt gekommen ist, dass wir zur Ehre von ihm zusammen aufstehen, um mit ihm reden und ins Gebet kommen. Aber wenn du daheim bist, steh doch auf für das Gebet. Danke, Jesus, dass du nicht gewartet hast. Dass du nicht gewartet hast, bis wir Menschen zur Vernunft kommen, bis Licht in dieser Welt ist, bis wir selber Frieden machen können, bis wir uns gerettet haben. Sondern dass du mitten reingekommen bist in die Dunkelheit dieser Welt. Und danke, Jesus, dass du der gleiche bist, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Und heute ist Weihnacht. Auch heute möchtest du in unsere Nacht hineinkommen. So bitten wir dich, Jesus, hilf uns, dass wir unsere Herzen aufmachen können für dich. Und dort, wo es Nacht ist in unserem Leben, wenn wir unser Herz für dich aufmachen, dass du dort mit rein kannst kommen. Und wenn es Schuld ist, wenn es Sünde ist, wenn es Gottesferne ist, wenn wir dich bitten, Jesus, dass du vergisst. Und wir wollen dir Danke sagen, dass du die Strafe getragen hast, dass du die Nacht auf dich genommen hast. Damit wir Vergebung haben und Frieden und Nähe mit Gott. Und Jesus, du weißt auch um die Nächte, auch von den Umständen, die sind. Weil wir leben in einer Welt, wo eine Nacht ist, wo das Licht erst am Horizont sichtbar ist. Und wir wollen dich einladen, dass du in die Nacht hineinkommst. Dort, wo wir mutlos sind, dort, wo wir Angst haben, dort, wo wir manchmal keine Hoffnung sind, wo wir herausgefordert sind mit der Gesundheit, mit Krankheiten, mit Schwierigkeiten auch zwischenmenschlich. Jesus, einfach dort, was finster ist, wir wollen dich einladen, dass du dort mit dir reinkommst. Weil das zeichnet dich aus. Du kommst als Licht in die Dunkelheit. Wir wollen dir Raum geben dafür. Amen. Asked her that you could